zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind mal nicht in F1 2021, wir sind in Air Factor. Und das ist ein Game, das eigentlich komplett Simulationsbasis ist, also eigentlich wie Assetto Corsa, wo man sehr viele Mods kann abladen oder auch Erweiterungen, alles gratis dort. Das Game selber kostet etwa um die 35 Franken, wenn ich mich nicht täusche. Es ist aber vor kurzem in Steam in Aktion für 8 Stutz, darum habe ich mir das einmal geholt. Und ja, wir gehen jetzt mal nach Spa auf meine Lieblingsstrecke mit der neuen Fahrzeuggeneration. Ich kann das schon kurz zeigen, und zwar haben wir hier schon die 2022er Autos drin, zwar nicht mit den Original-Liveries, das gibt es so leider nicht, also wir können es schon abladen, aber da müssen wir zuerst noch andere Fahrzeugmodelle kaufen, die wiederum kosten. Das ist jetzt ein Gratis-Mod, den ich getroffen habe, wo aber sehr, wie soll ich sagen, sehr im Original nachempfunden ist. Also es ist wirklich so, dass man in der langsamen Kurve keinen Grip hat mit den Autos und auf der schnellen Kurve hat man dann den Grip. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal gerade das Rennen, würde ich sagen. Also wir haben da kein Practice, kein Qualifying, kein Warm-up drin, also gerade nur das Rennen. Schönes Wetter. Wir fahren mit, ja, wir machen jetzt hier auf 20 Fahrer runter. Und eben, wir fahren in Spa. Ist einfach die von 1968, also noch ein bisschen ältere Strecke, ist aber vom Layout her eigentlich fast genau gleich, nur dass wir hier noch eine Schikane drin haben. Der Rest ist eigentlich sehr identisch. Ich bin selber auch noch nie auf dieser Strecke so gefahren, es nimmt mich selber wunder, wie es wird sein. Eben, wir fahren mit der 2022er Chassis. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gerade los. Ich tue da noch schnell kurz die Zeiten alles richtig einstellen. KI habe ich jetzt mal auf 81%. Das sollte eigentlich gut sein. Ja, wir legen einfach gerade los, let's go. So, also wir sind kurz vor dem Rennen, nur dass wir noch sehen, was man überhaupt alles einstellen kann. Also wir haben das Setup vom Auto, wo man Fuel kann einstellen kann, wie viele Stops das man machen will. Und diverse Sachen von der Elektronik, also muss ich das sagen, wo ich selber auch keine Ahnung davon habe. Differentiale haben wir noch gesehen, Front Wheels, also wir können auch hier Tire Pressure, also Luftdruck ändern noch. Brakes können wir verändern, die nehmen wir, glaube ich, am besten gerade ein bisschen vorne noch. Mir auf die Front, ich denke, das macht noch Sinn. Und dann haben wir hier noch Federung, Aerodynamik, da nehmen wir auch ein bisschen den Wing runter. Wir brauchen, glaube ich, nicht so viel. So, ist eigentlich nur ein bisschen mehr das Ausprobieren, eigentlich, muss man sagen. Also, es gibt schon auch Training und alles, wie gesagt, was man machen kann. Da hat man dann nachher schon mehr Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir legen los. So, wir sind an der Startaufstellung. Und die Ampeln sehe ich eben selber auch nicht, wenn sie ausgehen. Mod, in denen sind sie ausgegangen. Keine Ahnung, wieso das KI mit Regenreifen fährt. Und wenn es natürlich keine festgelegten DRS-Zonen gibt, könnte man hier eigentlich permanent mit DRS fahren. So, Orange mal Vollgas nehmen. Das sieht gut aus. So, ja, ein bisschen holprig hier. Oh, da sind wir ein bisschen im Rasen. Also KI fährt sehr schnell, für das, dass sie Regenreifen im Trocknen drauf haben. Dann nehmen wir mal noch diese Perspektive. Oh, Peugeot da vorne, so wie es aussieht. Ein bisschen snappy. Ah. Da muss ich schon schauen, wie der DRS-Flug gelaufen hat. Ich habe offen, ist gut. Oh! Oh, Curb!
Jo, 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 okay, alles gut. Alles gut. Ich glaube noch. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal, wir machen nochmal einen Neustart. So, also wir sind nochmal am Start. Ja, KI ist am Start einfach super schnell. Uiui. Oh, die Curves sind so toll. Schlimmer als in F1 2021. Und fahrhilfetechnisch habe ich einfach ABS drin. Das ist das Einzige, was ich gerade getroffen habe. Und ja, ABS. Und einfach die automatische Kupplung. Ich habe aber keine Leistung da gerade. Boah. Okay, wir probieren mal ein bisschen pushen. Ja, also grafisch ist es natürlich jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk hier. Das sehen wir ja wahrscheinlich auch. Aber man muss wirklich sagen, es ist von der Simulation her sehr gut gemacht und KI fährt eigentlich nicht einmal so schlecht, muss man sagen. Also sie fährt schon, wenn man die Aggressivität recht hoch hat, schon sehr assi. Aber eigentlich haltet sich so voll im Rahmen. So, ich nehme jetzt so mal den DRS-Flügel wieder raus. Stechen wir da mal rein, so, sehr gut. Und jetzt kommt da eine Schikane, die ja eigentlich nicht mehr so ist. Wird ja anders gefahren hier in Spa. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein mit Rausbeschleunigen, weil über die Curbs und langsame Geschwindigkeiten hat man wirklich keinen Grip mit den Autos. Das ist schon recht schlimm. Ich sehe gerade, dass ich keinen Rückspiegel habe aus dieser Perspektive. Im 7. Gang einfach keine Leistung mehr haben. Oh, da ist ein bisschen... da ist ein bisschen schnell runtergeschaltet gewesen. Ich habe gerade meine Sinnrad blockiert. Die zum Überholen ist echt tricky manchmal. Oh, sorry. Das war ein bisschen Brechstangen-like. Wir sind auf P3. Oh! Uiuiuiui. The lap was a 2:05.85. So, und jetzt schmeißen wir uns gerade hinter den E-Spazierte her. Und den sollten wir da auch gerade holen. Sehr gut, und jetzt sind wir auf P1. Also man muss wirklich sagen, das Fahrgefühl von diesen Autos ist noch sehr angenehm. Sie sind schon ein bisschen schwerer zum Fahren, denkt es mir, also gerade in den langsamen Kurven, als was man mit dem zweiten Gang fährt. Also wenn ich jetzt hier rauskomme und ein bisschen Gas gebe, ich habe schon mehr das Gefühl, ich muss mehr korrigieren, beziehungsweise es ist ein bisschen slippery.
Klar kann man viel mit dem Setup noch rausholen. Ich fahre jetzt so natürlich halt bis auf Frontwing und Backwing oder beziehungsweise Heckflügel fahre ich da ja das Standard-Setup. Und das merkt man schon. Jetzt gerade da ist es eh ein bisschen schwierig. Da greift wirklich eigentlich die Aerodynamik gar nicht, wie man jetzt gesehen hat. Aber in den schnellen Kurven ist es sehr geil zum Fahren. Oh, okay. Oh mein Gott, okay. Vollgas kann man dort nicht durchfahren. Oh. Okay, zum Glück habe ich Damage ausgeschaltet bei meinem Auto. Holy shit. Meine Reifen sind zum Glück nicht so fest kaputt gegangen. Ich habe nicht so starke Vibration. Weil eben, wenn man hier oft abfliegt, kann man auch Reifenschaden holen. Es gibt Flatspots auch. Also wie eigentlich in der echten Formel 1 auch. Und das ist dann sehr unangenehm zum Fahren. Wow. Okay, ist komisch, im 7. Gang verliere ich Leistung. Oh, er hat einen Fehler gemacht. Ja, jetzt habe ich die DRS ein bisschen früh reingehauen. So, sehr nice. Und da haben wir es gewonnen, das Rennen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ja das Rennen vorbei ist und man muss eben da alles manuell beenden. Also jetzt fährt man eigentlich sozusagen noch ein Outlap. KI fährt am meistens relativ tiefig nochmal. Aber ja, das ganze Rennen ist jetzt so weit vorbei. Wir müssen nachher nur noch in die Pits fahren. Wir könnten jetzt aber auch 100 Jahre noch weiterfahren, also solange einfach mehr Sprit haben. Ja gut, also ich würde sagen, das war es mit dem Video von Air Factor. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aber ich wollte da einfach mal ein bisschen zeigen, was es für ein Game ist. Und einerseits mal wollte ich auch mit dem 2022er Fahrzeug mal auf Spa fahren. Und bin jetzt eigentlich wirklich überrascht, dass es so gut funktioniert. Klar ist es nur ein Game. Heisst natürlich, es kann gut möglich sein, dass die echten Formel 1 schon ein bisschen mehr Probleme werden haben. Aber ich freue mich schon mal auf das F1 2022, wenn das mal rauskommt. Und natürlich auch, wenn Formel 1 in Spa wird sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns einfach wieder im nächsten Video. Und bis dahin sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!